Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der 154. Folge vom Vollinen Podcast. Heute sage ich es wieder mal, es ist eine spezielle Folge. Wir sind hier zu vierten, was wir eher selten waren, und es handelt sich um ein Exklusivinterview mit dem Roman und dem Andrin. Wir kennen sie und ja, wir haben Breaking News. Ihr beide treten zurück. Wie kommt es dazu? Ja, zuerst mal Hallo miteinander. Hallo zusammen. Es ist mir oder unsere grosse Ehre, dass wir hier sind. Danke vielmals für die Einladung. Die Ehre ist ganz uns. Es ist immer wieder ein Vergnügen mit euch. Ja, du hast es angesprochen, der Rücktritt. Wir haben lange darüber nachgedacht. Es hat auch viel Zeit gebraucht, bis wir, oder schlussendlich hätte das jeder für sich selber entschieden. Ich kann vielleicht von mir erzählen. Es hat eine Weile gebraucht, bis ich mich jetzt so definitiv entscheiden konnte, dass ich offiziell zurücktrete vom Spitzensport im Rudern. Weil nach den Olympischen Spielen bin ich relativ schnell gerade ist es weitergegangen und ich habe wie nie grosse Zeit gehabt, um da wirklich mir Gedanken zu machen. Aber im letzten halben Jahr ist der Entscheid immer mehr hergegriffen und jetzt bin ich sehr zufrieden und glücklich und happy und kann das mit einem guten, zufriedenen Gefühl sagen. Genau. Das ist schön. Und ja, ihr seid das Zweite da. Wir haben es, glaube ich, nicht abgesprochen, dass jetzt das sozusagen per Zufall auf den gleichen Moment, gleiche Jahreszeit fällt. Aber beim Roman spielt sicher ein bisschen das Alter mit rein. Du bist jünger. Wie kommt es bei dir dazu, dass du eigentlich mit jungen Jahren deine Karriere schon beendest? Ja, wie mein Teampartner aufhört, oder? Hat keinen Partner mehr. Nein, das ist Spaß. Es war auch ein Prozess seit den Olympischen Spielen, die da stattgefunden haben. Ich habe meine Masterarbeit schließe jetzt ab im Februar. Und es war ein langer Prozess, wo ich überlegt habe, was ich als nächsten Schritt. Wir Ruderer denken immer im Olympiazyklus alle 4 Jahre. Und wenn ich nach vorne schaue, die nächsten 4 Jahre, habe ich mich jetzt dazu entschieden, dass das Ruderkapitel für mich abgeschlossen ist. Und ich werde mich jetzt fokussieren auf den Berufseinstieg und das nächste Kapitel mit genauso viel Leidenschaft wie Ruderer in Angriff zu nehmen. Das klingt nach einem guten Bewerbungsgespräch. Nein, also man versteht es völlig, oder? Ihr habt jetzt doch auch vieles erreicht. Aber du hast gesagt, es hat ein bisschen gereift über die letzten paar Jahre. Bei dir ist es wie lange schon klar, dass du eigentlich aufhören willst? Ja, also ich glaube, mein Werdegang ist ja ganz anders als am Roman Seine. Also wenn wir von der anderen Seite anschauen, und ich bin in das Profi-Rudern wie immer mehr und mehr reingerutscht. Das erste Mal war mit Tokio-Spielen, weil ich verschoben worden sind wegen Corona. Ich habe dann in Amerika studiert, ich war eigentlich nie auf Tokio gegangen. Und mein Ziel war eigentlich als junger Athlet immer einmal an die Olympischen Spiele gehen. Dann habe ich gewusst, ich kann nie unbedingt wirklich lange durchziehen. Oder Vollprofi bis 35, das war eigentlich nie mein Ziel. Und ich habe immer gedacht, ich kann einmal an die Olympischen Spiele und dann war es für mich gewesen. Aber nach Tokio hat es mich dann schon gepackt. Das Feuer ist wirklich entfacht in mir von den Olympischen Spielen. Ich habe gewusst, ich werde jetzt noch weitermachen. Und dann ist eine super Kombination da mit dem Roman. Aber jetzt bei den Erfolgen, die wir gefeiert haben, das, was man erreicht, man mehr erreicht, als ich glaube, eher geträumt habe im Sport, bin ich bereit für den nächsten Schritt. Ich glaube, es ist ein so, ja. Ja, also eben, ihr seid ja extrem erfolgreich gewesen die letzten 2 Jahre und ich bin sicher, auf Paris werden wir nachher auch noch kommen. Jetzt aber vielleicht noch, wenn wir beim Rücktritt bleiben, wie einfach oder wie schwer ist es euch gefallen, mit dem Kapitel Spitzensport abzuschließen? Weil ich meine, es ist ja dann doch ein Grossteil von eurem Leben gewesen. Beim Roman kann man schon fast sagen, es sind 2 Leben gewesen. Nein, aber ja, eben, wie ist der Entscheid bei euch gefallen? Oder habt ihr schon abgeschlossen damit, dass ihr nicht mehr Spitzensportler seid? Ja, also ich glaube, absolut richtig. Der Entscheid ist schwierig und es freut mich jetzt auch da exklusiv für euch offiziell das so zu sagen. Und ich glaube, das tut auch gut. Man hat es immer ein paar Leute immer schon erzählt, aber so das zu veröffentlichen, dann fällt einfach ein Stein vom Herzen. Und das ist auch, mit dem ist jetzt gar nicht abgeschlossen. Mit dem bin ich jetzt von heute auf morgen kein Spitzensportler mehr oder mein Herz. Ich identifiziere mich nicht mehr als Ruder. Das ist ein längerer Prozess und der wird noch mehrere Monate, wenn nicht Jahre gehen. Und sind wir jetzt anfangen zu arbeiten und etwas Neues einmal mit so Leidenschaft dabei kann sein, wie wir rudern. Ja, das ist, also, wenn wir uns keine Illusion machen, der Schritt geht noch länger. Ja. Aber
ist jetzt mal schön, das so feststellen und das nächste in Angriff zu nehmen. Ja, ich glaube, man hat sich ja schon auch ein bisschen darauf gefreut, in den letzten paar Jahren, vielleicht, wenn man gespürt hat, ja, es kommt näher, das Ende, dass man sich dann wie auch ein bisschen darauf einstellen konnte, was ich jetzt so wahrgenommen habe und auch ein bisschen darauf freuen. Ist es bei dir besonders jetzt so gewesen, dass du hast können sagen, also jetzt sowieso nach der Bronzemedaille in Paris, aber auch schon vorher, hey, ich habe schon so lange jetzt den Sport können gut machen, dass ich mich so wie sagen, freue, jetzt mal etwas anderes zu machen? Oder also hast du dich gefreut, jetzt zurückzutreten, oder ist es mehr mühsam gewesen? Ich glaube, es ist die Freude aufs Neue, das kommt, auf mehr Möglichkeiten oder aufs nächste Kapitel. Das ist sicher die Vorfreude auf das. Aber es ist überhaupt nicht irgendwie froh sein oder Freude haben, dass man jetzt nicht mehr im Ruder ist oder dass jetzt das fertig ist oder dass man auf das geplant hat. Wie es der andere gesagt hat, das war bei mir immer meine Leidenschaft gewesen. Auch wenn nicht jedes Training klar immer Freude gemacht hat. Aber es ist die Leidenschaft gewesen, es ist mein Leben gewesen, es hat mich geprägt als Mensch, mein Leben insgesamt. Du hast es gesagt vor Oski, also ich habe 18, 19 Jahre gerudert und ich bin jetzt 31, also es war wirklich ein Grossteil des Lebens gewesen und sehr wichtig und ich habe das wirklich immer genossen und gefreut, dass das vorbei ist, habe ich mich eigentlich nie. Ich meine, das Ruder hat so viele tolle Sachen mit sich gebracht. In gewissem Moment, du denkst sicher an Gavirate im Moment zurück. Genau. Also wir müssen schnell erzählen, im letzten Mal, etwa genau vor einem Jahr, haben wir wirklich festgestellt, dass wir wahrscheinlich das letzte Mal von unserem Ruderleben werden in dieser schandigen Trainingshalle stehen, ein richtiges Herztraining vor uns haben. Und wir haben gewusst, den Moment gibt es jetzt nachher wahrscheinlich nicht mehr. Und kannst du das Foto dann aufladen? Ja, wir haben das zelebriert. Wir haben wirklich am Morgen vor dem Training eigentlich schon eine halbe Party gemacht und haben auch noch gewisse Materialien so ein bisschen noch in die Mitleidenschaft gezogen. Ich muss sagen, sie sind schon sehr in Leidenschaft gezogen worden. Ja. Also ich brauche da Details, Boys. Ich weiß nicht, was es geht. Nein, es geht um ein Bild, wo der Roman und ich einfach so posieren mit der Matte von dem Club dort. Und die sind halt schon völlig zerfetzt und wir haben sie uns über den Kopf hineingesteckt und so halt uns runtergeschlagen mit diesen Matten, weil wir uns so gefreut haben, dass es das letzte Mal ist. Und darum frage ich, hat es auch ein bisschen mit Freude zu tun gehabt, aber es ist natürlich absolut verständlich, wenn du sagst, du freust dich, dass das Mühsame vielleicht auch ein bisschen vorbei ist, aber im Großen und Ganzen der Sport ist glaube ich, klar, dass das jeder vermisst, der das mal erlebt hat, oder? Ja, genau. Eben, du sagst es sind die Momente dort, wo man wirklich nicht vermisst. Die vermisse ich nicht. Auf die habe ich mich gefreut, dass die fertig sind. Dort, am Morgen um 7 oder halb 7 in dem Kraftraum sein, es schiffen gerade, aber das Dach ist nicht dicht, es tropft auf den Kopf ab, es ist kalt dort drin, Februar, es windet für uns. Je nachdem hast du ein halbes Leistungsrennen und nachher musst du machen. Hast du so schäbige kleine Mätteli, die Ergos, die nicht gehen. Es ist einfach so richtig ungemütlich in dieser Halle. Und das sind die Momente, die man wahrscheinlich nicht vermisst. Aber gleich, wenn man zurückdenkt, ja, das logisch. hat es speziell gemacht. Oder? Ja. Das sind die den Flug noch schöner machen. Ja. Ja. Und wenn nachher als Team auch dort durch das Seich durch kannst, macht es das halt, wie macht der Teamzusammenhalt wächst und die coolen Momente, wir haben viel dort drin erlebt. Wir sind schon 3 Teams vorher dort drin, bevor der Team, das Metzger in D gesehen und auch dort wir haben 1000 Sachen erlebt. Darum war es so speziell, gewesen, wo wir gemerkt haben, dass es jetzt definitiv nach 10 Jahren das letzte Mal ist wahrscheinlich. Ja. Was mich aber noch wundernimmt, Roman, eben, du sagst, das war ziemlich genau vor einem Jahr gewesen. Aber ich mag mich noch an einen Moment erinnern, letzten Frühling, da sind wir da draußen gewesen. Ich weiß nicht, ob es dein Geburtstag war oder der Geburtstag von deiner Freundin, wo wir den gefeiert haben. Und dann habe ich dich gefragt, Roman, ist es nach Paris? Und dann hast du mir gesagt, Oski, was denkst du? Aber du hast mir keine Antwort gegeben. Ist es dort schon ein bisschen klar gewesen, dass es fertig ist? Oder ist der Entscheid wirklich erst nach Paris gefallen? Ich glaube, eine Stossrichtung war sicher in meinem Kopf herum. Weil ich habe es lange gemacht und man bleibt sich, ja, wie geht es nachher weiter? Oder mache ich wieder 4 Jahre, wie der andere gesagt hat. Wenn, dann committet man für einen ganzen Olympiazyklus. Was hat das Leben sonst noch so ein bisschen mit mir vor? Wir heiraten im Frühling und
Ich habe eine neue Leidenschaft jetzt angefangen, eine neue Ausbildung, wo wir vielleicht nachher noch darüber reden. Das sind alles Themen, die schon so ein bisschen im Hinterkopf waren, logischerweise. Oder? Und darum war das sicher schon eine Idee gewesen, aber ich kann dir nicht 100% können sagen, ich werde dann zurücktreten, weil du weißt nie, wie du das hast das sehr Rennen... schelmisch gemacht. Ja. Du hast gesagt, Oski, was denkst Du weißt ja nie, ja. du weißt ja nicht, wie das Rennen rauskommt, wie du dich nach dem Rennen fühlst, weil das ist ein spezieller Moment, wenn du über die Ziellinie gehst. Hast du das Ziel erreicht, hast du es nicht erreicht, bist du happy mit deiner sportlichen Leistung oder nicht und mit ein bisschen mehr Abstand, wie fest fehlt dir das, Training, Wettkämpfe etc. Und das kannst du im Vorfeld nicht beantworten, das weißt du erst, wenn du durchlaufen bist. Und darum sind wie die gewissen Prozente noch offen gewesen und dann ist auch die Antwort eigentlich dementsprechend so. Eben wegen dem, was du jetzt zum Schluss angesprochen hast, hat die Medaille in Paris vielleicht nicht auch noch mal so Gedanken aufgeworfen, was, wenn es noch für ein bisschen mehr langt, was, wenn es noch für einen Olympiazyklus langt? Vor allem bei dir, Andrin, wo ja eigentlich... Also für mich, aus meiner Sicht, ist es bei dir weniger klar gewesen, als jetzt beim Roman. Eben, wie fest hat das Resultat von Paris noch mit reingespielt? Es macht doch auch Lust zum Weitermachen, wenn es so geil läuft. Absolut, ja. Also es ist immer noch unglaublich, es ist ein Traum, wo in Erfüllung gegangen ist mit der Olympiamedaille. Aber ich glaube, meine Hauptgedanken, oder wieso ich jetzt aufhöre, ist wenn man es anschaut, einfach von Seite, ich habe immer studiert nebendran. Man kann ein bisschen dumm sagen oder einfach gesagt, für mich war Rudern immer ein Studentensport gewesen. Ich habe es auf höchstem Niveau ausgeübt, aber ich bin in Amerika studiert, dort im Uni-Team gerudert und habe jetzt auch noch ein Studium weitergeführt und für mich ist es immer, dumm gesagt, ein Studentensport gewesen. Und jetzt bin ich fertig mit dem Studium. Und dann, was kannst du denken, als kein Studentensport mehr sein, weil wir kein Student mehr. Ja. Ab Februar und ich glaube, eine der grossen Überlegungen, die ich gemacht habe, ist, wenn ich weiter, also gehen wir die Hypothese durch, also das Gedankenspiel durch. Ja, hättest du einen Doktor können Du musst einfach wieder anfangen zu studieren. Aber für mich ist, ja, auch wie der Sport aufgebaut ist, wir haben 4 grosse Rennen im Jahr und ich habe aktiv entschieden, dass ich studieren will. In Tokio damals habe ich ein halbes Jahr ausgenommen vom Studium. Ich habe gedacht, das sei gut und das war auch gut gewesen. Aber im Nachhinein habe ich herausgefunden, das ist wahrscheinlich kontraproduktiv gewesen. Ich glaube, wir studieren gut, die Balance zu können abstellen, also, dass auf andere Gedanken kommen mit dem Studium. Und darum war es sicher gewesen, wenn ich weitermachen will, brauche ich etwas nebendran. Studieren ist jetzt wirklich keine Option mehr. Dann ist es Arbeiten, wo ich jetzt anfangen will. Aber gleichzeitig, wenn ich wieder rudere, will ich voll oder gar nicht. Und wenn voll Ruder ist, dann musst du 6 Tage in der Woche 3 Mal trainieren. Und dann kannst du, wenn es höher kommt, vielleicht 10% arbeiten. Aber das will ich auch nicht. Weil beim Arbeiten ist es auch gleich, wenn ich anfange zu arbeiten, dann will ich es auch richtig machen. Das war die grosse Überlegung mit mir gewesen, ja. Ja, und so mentale Aspekte oder wirklich körperliche Aspekte, wie viel hat das rein gespielt? Also, dass du wirklich sagst, ich würde zwar gerne noch, aber irgendetwas an meinem Körper oder an meinem Kopf lässt es nicht mehr zu. Ist das... Wie ist das? Ich glaube, nicht, dass es nicht zulässt und das war nicht ein riesen Ausschlaggeber gewesen. Also wenn man es jetzt entschieden hat, dass man weiter rudert, hat der Körper und der Kopf das durchaus weitergemacht und auch erlaubt. Das kommt darauf an, bei welchem Trainer. Ja, aber es war sicher ein kleiner Faktor gewesen, eine Überlegung. Ich habe die letzten 2 Jahre oder die letzten paar Monate vor Olympia doch immer wieder, alle 3 Wochen ist immer wieder ein neues Problem gekommen. Und das ist halt, wenn du so trainierst, der Körper läuft immer auf der Limite, ist immer auf der Kante und sobald kommt ein kleiner Virus, nimmt es sich an oder hast da die Schulter wieder ein bisschen weh, der Rücken ein bisschen weh. Und es ist eine Überlegung, dass, ja, wir wissen, glaube alle, Sport ist gesund, aber Spitzensport an und für sich ist eigentlich nicht gesund. Und das ist vielleicht langfristig auch besser, nicht das allzu lang zu machen, weil ich würde auch gerne mit 65 oder nachher joggen kann mit meinen Enkeln. Du hast eine geile Anekdote erzählt letztes Mal, wo wir sind Hockey schauen. Ich weiss nicht, ob wir sie nochmal genau doch, so die ist gut, die kannst du erzählen. Ja, weiss nicht. Die mit dem Schulter, Hüfte, Knie. Magst du dich erinnern? Wenn dann hat er gesagt, das ist das Einzige, was bei dir funktioniert. Ja. Was war das? 3 Monate, etwa 3-4 Monate vor den Olympischen Spielen, ich habe kein Problem lang. Das ist eigentlich mein Hauptproblem.
Ich habe ein spezielles Krafttraining, mache eigentlich nicht so viele Kniebeugen, ich kann nicht joggen, Velo fahren. Das hat echt der Trainer schon nie lustig gefunden, dass ich ein Spezielles Krafttraining. Spezialprogramm gemacht habe, aber ich bin auch immer gut gewesen, um meinen Körper... Also, eigentlich bist du der Disco-Pumper gewesen. Ja, ein bisschen, ja, früher. Also ich bin wirklich Disco, als ich das erste Mal Knieprobleme bekommen habe, dann bin ich absolut... Das ist die Ursache des Problems bei bin den ich absolut Knien. Disco-Pumper gewesen. Mit 15 habe ich Knieprobleme angefangen zu bekommen und der Arzt hat gesagt, ich darf nicht rudern für 3 Monate. Und dann habe ich 5-mal in der Woche Oberkörperkrafttraining gemacht. Darum habe ich eben auch so Dehnungsstreifen. Da bin ich gut von 70 Kilo auf 110 Benchpress. Das sind dann meine gute Phasen. Aber ja, zurück auf die Anekdote dort. Ich hatte dort immer ein schon einerseits Probleme gehabt. Dann mit der Schulter hat es angefangen, so von Overhead Press im Krafttraining. Und dann 3 Monate vor den Olympischen sind die Unterarme noch dazugekommen und dann bin ich zum Trainer, zum Ian, damals gegangen und habe gesagt, ich glaube, es macht keinen Sinn, dass ich jetzt hier rudern, ich muss ein bisschen schonen. Und dann hat er mir gesagt, was bei mir eigentlich noch funktioniert und so. Er hat das Gefühl, das Einzige, was noch funktioniert bei mir, ist das Maul. Das ist so... Aber schlagfertig war er immer gewesen. Ja, da kann man nichts darüber sagen, über seine Schlagfertigkeit. Bei dir, Roman, du als... Sorry, dass ich dich gerade so aus deinen Gedanken rausreisse. Das ist alles gut. Der Roman, die meisten wissen es wahrscheinlich, hat ja bei uns den Spitznamen Urgroßvater. Aber du bist eigentlich der gewesen, der immer am wenigsten Probleme hatte mit dem Körper. Oder täusche ich mich? Ja, also wirklich Holzanlänge. Ich bin mega dankbar dafür. Ich habe fast nie ein Problem mit dem Körper. Ja. Ich hatte einmal wirklich einen Ausfall wegen dem Rippi. 2018 hatte ich 2 Wochen vor der WM hat es wirklich sehr starke Verschmerzen und sind wir einfach durch müssen. Es ist wieder gut gegangen, sind Vize-Weltmeister geworden, aber das habe ich nachher ein halbes Jahr nachgezogen. Bis es Aber dann hast gut du in war. diesen 20 Jahren Rudern, sagen wir, hast du 2 Wochen nicht können rudern? Nein, selbst die WM bin ich dann gefahren. Ich Ja. habe dann nachher 1,5 Monate nicht gerudert. Also aber Pause inkludiert? Ja, genau. Das ist schon Also, heftig. es Müsst ist ihr euch das mal eigentlich- vorstellen? Also ich frage mich, Ausnahme, ja. wie geht das? Schau, ich weiss es auch nicht. Du bist ja nicht sicher- der gewesen, der besonders viel... Also, verstehe mich nicht falsch, aber es gibt Leute, die viel mehr drin investiert haben, sage ich jetzt. Ja, ich glaube, Und aber viel das mehr ist genau... Probleme gehabt haben. Das ist genau der Punkt. Einer der Punkte. Du darfst nicht zu viel Du musst, Okay, oder okay. es ist wie It's bei in so here. vielen Sachen, je mehr dass man sich auf etwas verkrampft oder verstieft, desto mehr zieht man das Problem an. Also das ist einfach mal Gebe ich dir eine recht, These ja. herumgestellt, die kann man nicht beweisen wissenschaftlich, aber rein von meiner Erfahrung, die ich bis jetzt machen konnte, trifft das einfach relativ viel ein. Das ist nicht bei allem, klar, es gibt harte Fakten, die sind nicht vom Tisch zu diskutieren, aber man kann es ein bisschen anziehen. Das ist das eine, und das andere ist sicher, habe ich Glück mit meinem Körper gehabt. Ja, ich bin dankbar, dass ich da nicht so viele Probleme hatte. Nachher ist es aber auch ein bisschen, wie man trainiert. Also bist du so ein richtiger Haudegen und hörst nicht auf den Körper und knallst dann einfach immer ab und ab und ab und ab und hörst nicht auf das Signal. Das ist ein weiterer Punkt. Und das andere ist, glaube ich, das ist der unterscheidet nachher das mich vom anderen, dass ich in den jungen Jahren das Glück hatte, dass ich mit einem Trainer, mit David Kollerath, zusammenarbeiten konnte, der sehr vorsichtig war im Kraftraum. Also ich habe sehr lange kein Krafttraining gemacht mit Gewicht. Also nur eigen Also mein Trainer, ich weiß noch, ist auch sehr Körpergewicht. gut gewesen. Es ist mein Austausch. Das ist das in London gesehen, ja. In England, ja. Also Das wir haben jetzt auch keine überrascht schlechten Worte über meinen Nein, ja, das ist, Trainer, das aber ist wir wissen wichtig. noch Wir viel. kommen nachher noch zu den Leuten, die euch geprägt haben. Aber vielleicht eben nur dort für die Jungen, die das hören. Ich habe lange Nicht eigen... intensiv trainieren und dann kein Bein Nein. Dann werdet ihr keine gute Ruhe. Und dort den Kopf abstellen. Kopf aufstellen, ja. Ja, lasst einfach auf den Körper und man kann viel Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht machen und dann macht man nichts kaputt. Und auch die innere Muskulatur, also mit unstabilen Untergründen und so arbeiten. Ich habe das Gefühl, dort ist die Grundlage gelegt worden für so wenig Verletzungen. Weil ich bin ja der, der nie gedient hat. Ja, Noch etwas. Nein, aber das ist wieder mit der Denkenshaltung. Oder das geht in das hinein. Der andere oder hat gesagt, er hätte immer müssen nebenbei studieren. Dann ist er immer ein bisschen abgelenkt gesehen vom Ruder. Oder? Das habe ich selber auch gemerkt. Je mehr dass ich nur auf etwas fokussiert habe, desto... Das ist schlimm mit der Erholung, ja. Ja, aber desto mehr bist du auch eben auf das fokussiert gewesen und bist nicht mehr so locker drauf hin und hast dir hast mehr Zeit gehabt, um über das nachzudenken. ja, also es sind sehr spannende Thesen.
Eben, ich glaube, am Schluss muss jeder ein bisschen selber herausfinden, aber ich glaube schon, dass es ist spannend. Du wärst jetzt ein sehr spannender Fall, was das angeht, aus meiner Sicht. Weil du hast das Gleiche durchgemacht wie alle anderen und es gibt, glaube ich, keinen außer du, der jetzt in diesem Team oder in den letzten 10 Jahren das er so hat können handeln. Ja, eben, wir sind jetzt primär da, weil ihr euch entschieden habt, dass ihr zurücktretet. Es ist aber jetzt nicht nur das einzige Thema, das wir euch ausschlachten wollen, damit wir da die Präsenz erhalten, die wir brauchen. Nein. Sondern ihr habt ja auch noch einiges erlebt im letzten halben Jahr. Jetzt gehen wir noch nicht ganz auf Paris zurück, da kommen wir später. Wir gehen jetzt in der Zeit sozusagen rückwärts. Das letzte halbe Jahr, Jungs, wie war das für euch gewesen? Ist es purer Stress gewesen? Habt ihr auch erholen? Wie fühlt sich so jetzt die Medaille mit Distanz an? Wie fühlt sich das anders an? Erzählt mal so ein bisschen, wie war das gewesen? Ja, also für mich, ich glaube, ganz andere Geschichte, der Roman und ich. Für mich war es sicher mal eine Entschleunigung gewesen. Du bist etwa der einzige Sportler, der das sagt. Ja, wirklich. Hast du alle Interviews einfach... Aha, also gerade nachher direkt? Oder Nein, das letzte halbe Das Jahr? letzte halbe Jahr. Also nicht, nachher gerade direkt. Also Aber es ist schön, dass du so zurückschaust, weil dann hast du eigentlich die stressige Zeit Ja, gut ja. verarbeitet. Nein, total. Also es ist ja schön gewesen, es ist ein Privileg. Also gerade die ersten 2 Wochen nachher oder die ersten 3 Wochen nachher haben wir viele Events gewesen, und nachher sind es ein bisschen weniger geworden, aber bis zu Weihnachten haben wir immer noch das ein oder andere Event gehabt und das ist, aber es ist ein Privileg gewesen, und das ist mega cool gewesen, an die Sachen zu gehen und oder mega viele interessante Leute kennenlernen, andere Sportler, und das ist mega cool gewesen. Für mich der Fokus war auf den Masterabschluss. Ich habe meine Masterarbeit gemacht und jetzt abgegeben und im Februar zurückbekommen. Hoffentlich ist es gut gelaufen. Fingers crossed. Genau, das ist eigentlich für mich angestanden und dann ich sage Entschleunigung, weil ich habe Du bist noch gut reisen. genau, ja, ich habe in Amerika studiert, dann habe ich Kollegen von dort vom Rudern und wir haben das schon ein bisschen Anfang Saison geplant, dass wir, wenn wir dann fertig sind mit Rudern, haben wir mal Zeit, endlich eine größere Reise machen und dann sind wir zusammen auf Südamerika gegangen, genau. Also, darum, ich habe es auch genossen, die Zeit nachher, ja, kann man schon so sagen. Schön bei dir, Roman. Ähm, Also, wir müssen jetzt ein bisschen vor... Also, wir müssen, Ja. du kannst erzählen, weil wir kommen nachher noch zum Hauptthema, Ja, das du alles jetzt gut. machst. Eben, ich wäre ja leider nicht so viel in die Ferien können wie die anderen. Du bist aber auch gut unterwegs gewesen, wenn man deinem Insta Glauben schenkt. Ja, wir sind 10 Tage in Sardinien gewesen, genau. Mit unserem Landy, das war wirklich cool gewesen. Aber nicht direkt nach Olympia. Wir sind wirklich eigentlich von Olympia heim und dann habe ich meine zweite Ausbildung angefangen. Die hat direkt angefangen, das konnte ich halt nicht wählen, das ist wie vorgegeben. Was bist du denn mit so 15-Jährigen im gleichen Raum geguckt und die so, hä, den kenne ich doch von irgendwo. Ja, Also, man muss vielleicht sagen, dass der Roman macht Bauernlehre jetzt. genau. Das kannst du genau. schon sagen. Ja. Aus dem machen wir jetzt... Oder machst du ja kein Geheimnis. Nein, absolut, das ist Einfach so. weil der Oski jetzt das gerade so direkt Also, gesagt aber hat. du musst ich eigentlich, oder, zwingendermaßen muss ich jetzt da Ja, meinen stimmt. Pulli Zieh dich wechseln, aus. oder? Zieh Wenn wir, dich Also die Schon jetzt Stimulus. daheim ohne Video hören, müssen jetzt unbedingt Genau. schnell ins Video mein T-Shirt einschalten. lesen. Das ist für meine. Ja, das Support your es local passt. Egg-Dealer. Genau. Perfekt. Erzähl mal. Also eben, ich habe die Lehre angefangen. Das ist die Lehre zum Biolandwirt EFZ. Ja, und die hat eigentlich seit Olympia mein Leben jetzt bestimmt. Wir haben 53 Stunden Woche, also das ist ein Richtwert, manchmal mehr, manchmal weniger. Sprich, wir müssen auch ab und zu am Samstag oder am Sonntag arbeiten. Ja, das heisst halt auch, das ist ein relativ grosser Zeitaufwand. Also wir sind von morgen früh bis am Abend spät eingespannt. Einmal in der Woche haben wir Schule. Und wie du sagst, dort, bin ich mit Jüngeren in der Klasse, sind nicht ganz so jung. Sie sind so zwischen 19 und 24. Aber ich bin mir eigentlich gewöhnt. Also ich bezweifle, dass die Rasselbande so schlimm ist wie die in Sarne. Aber das lassen wir jetzt mal offen. Das hast du absolut richtig erkannt. Ja. Von dem her, ja, das war eigentlich mein Alltag bis seitdem. Nicht so viel in der Ferien gesehen. Aber Du hast Ja. einfach gerne die Rolle vom Urgroßpapi. Ja, man könnte es meinen. Hä? Aber wie war es denn jetzt für dich gewesen, so direkt vom einen ins andere? Jetzt kannst du es, glaube ich, beurteilen nach einem halben Jahr. Ist es sehr stressig gewesen, oder hat es dir eigentlich sogar gut getan, möglichst schnell wieder einen anderen Gedanken zu haben?
Also bis jetzt habe ich es eigentlich nicht als negativ wahrgenommen. Es war sicher stressig, also das schlägt kein Geiss weg. Geiss, haben wir auch noch. Nein. Ja, es ist... Ihr seht, seine Sprache hat sich auch verändert. Es ist stressig, aber ich glaube, du weißt ja nie, wie es wäre andersrum. Aber es hat mir sicher Ja, hast du Ferien geholfen. vermisst? Sagen wir es so. Ja, Ferien sind immer schön. Du nimmst immer, aber ich meine, das andere ist wie, es ist so ein neuer Alltag gewesen, so eine neue Welt, die sich da geöffnet hat. Das ist für den Kopf alles neu gewesen, von dem her, ja, es ist so ein Arbeiten gewesen, aber es ist eine Abwechslung, es ist etwas Neues gewesen. Insofern hat mich das eigentlich so nicht gestresst, ja. Aber es muss doch sehr speziell gewesen sein für deine Mitschüler, dass sie einfach plötzlich eine Medaille gewinnen von Paris dort im Raum hockt. Das erwartest du ja irgendwie nicht. Ja, aber schau, wir sind immer noch so ein bisschen, wir sind immer noch Ruderer. Also, mindestens die Hälfte hat das nicht gecheckt. Oder mehr. Oder Das 3/4 doch wahrscheinlich. Das ist doch wie bei Ich weiß es nicht. Oder der Schweizer ist ja sehr anständig und spricht einem nicht gerade darauf an. Also es ist nicht Aber ist das mega... Thema gewesen? Ja, mit der Zeit ist es dann eins geworden. Sagen wir so. Aber am Anfang eigentlich nicht gross. Ja. Und etwas anderes, was mich wundernimmt, du hast ja in Oxford studiert. Wirklich eine der renommiertesten Unis auf der Welt. Und jetzt machst du eine Lehre. Fühlst du dich manchmal nicht unterfordert? Also nichts gegen die Lehre, aber ich meine, du bist auch glaube, sehr schlauer Kopf. Jeder hat sich die Frage gestellt. Also, Oder es ist so, ich glaube, ich habe ein bisschen die Devise, dass man von jedem Menschen etwas lernen kann. Also jeder kann ihm etwas beibringen. Und ich bin dort in einer Schule mit Leuten, die in der Landwirtschaft extrem viel schon Erfahrung haben. Und ich bin unter null Startpunkt. Also ich kann eigentlich, sie haben viel mehr Wissen als ich in diesem Bereich. Also kann ich von ihnen viel mehr lernen, als eigentlich sie von mir, wenn wir rein von der Materie jetzt mal so konkret reden. Also, und die Thematik ist mega spannend und dann ist immer die Frage, oder ob man da nur an der Oberfläche kratzt oder wie tief das man reingeht. Und da kann man durchaus gefordert sein, weil das sind ein Haufen komplexe Prozesse, die eigentlich ablaufen. Also unterfordert wirklich nicht. Und ich glaube auch, das Handwerkliche ist eine neue Challenge, wo ich vorher halt natürlich in meiner Freizeit schon sehr gerne gemacht habe, aber leider nicht so viel Zeit gehabt. Aber dem kann ich jetzt viel mehr auch Zeit schenken, sozusagen. Insofern, ja, glaube ich nicht. Und das andere ist, ich habe wie auch Erkenntnisse gesammelt im Studium vorher. Und diese Erkenntnisse werde ich eigentlich jetzt wie anwenden in der Landwirtschaft, beziehungsweise werde ich mir das Wissen von der Landwirtschaft auch aneignen und nachher das kombinieren mit der Erkenntnis. Und nachher das so ein bisschen zusammenfließen. Also, nein, ich bin wirklich nie unterfordert. Also, Es ist ja schön, wenn das so ist. ja, also ich habe wirklich den Plausch und gebe mich in das rein. Weil, ja, klar, du kannst sagen, okay, mit dem Auftrag, den ich vom Lehrer bekomme, da bin ich unterfordert, ja. Aber ich bin auch genug alt, um, wenn es Todzeiten gibt, die Richtung zu nutzen und etwas anderes zu machen, oder ja. ja. Wir kommen nachher noch mal kurz zurück, aber du hast ja das nicht gehabt, so den direkten Plan nach Paris mit einem grossen neuen Ziel. Wie war es so bei dir gewesen mit dem nach Olympia tief? Weißt du, wo du wirklich gemerkt hast, fuck, jetzt bin ich daheim. Es ist eigentlich alles wieder ein bisschen normaler, als es jetzt in den letzten 2 Wochen war. Was hast du dort verspürt? Hast du das gehabt? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen? Ja, also die ersten 1, 2, 3 Wochen war sicher noch nicht rum, das war noch rum. Und dann habe ich mich recht schnell, also wie eigentlich, ich habe ursprünglich hätte meine Masterarbeit schon im Ende September oder Oktober abgeben. Aber ich habe dann gemerkt, weil vor Olympia habe ich wirklich vollen Fokus auf dem gehabt. Und ich habe dann zuerst gemerkt, es wird recht stressig. Ich habe dann nochmal ein bisschen Verlängerung bekommen. Aber ich bin Weil du Medaille gewonnen hast. ja, genau. Mit diesen vielen Journalisten. Aber ich habe mich recht auf das eingestürzt. Und wie auch bewusst, weil ich genau gewusst, ich habe durchaus auch gesehen, wie das kann sein kann. Wir nennen das Post-Olympic Depression. Und also ich will jetzt nicht sagen, dass ich das hatte. Aber ich sehe, wie es kommen kann. Und da habe ich wie bewusst wirklich den vollen Fokus auf die Masterarbeit gesetzt, wo mir durchaus geholfen hat.
Und auch andere Sachen, die vor Olympia zu kurz gekommen sind, wie Kollegen treffen von die von Zürich, die ich lange nicht machen konnte. Und das war schön gewesen. Und solche Sachen, die man vorher nie machen konnte, ist, wenn wir diese Sachen machen, dann ist es relativ einfach, oder ist es einfach gewesen, nicht abzurutschen, aber es ist, ja, Okay. hat geklappt. Ja, ich stelle es mir einfach noch schwierig vor, weil ich halt von euch und von Moski halt mitbekommen habe, was in Paris passiert ist und damit ja, einfach schöne Zeiten. Und Ja, damit wunderbare Zeit. sind Ich wir, bin mal froh gewesen, wir hätten mehr können schlafen. damit sind wir in Paris. Und wenn wir in Paris sind, wollte ich noch ein bisschen weiter zurück Richtung Live-Podcast, den wir letztes Jahr gemacht haben. Stimmt, ihr seid bis heute noch die Einzigen, die jemals einen Live-Podcast mit uns gemacht haben. Genau. Ist das ein gutes oder schlechtes Zeichen? Also, ja, mittelgut. Also ihr könnt euch sicher noch daran erinnern, an den Abend. Wir sind in einem ähnlichen Setting gewesen, nicht gegenüber, ein bisschen mehr Leute. Ja, ich weiss noch, wie ihr dort die Situation eingeschätzt habt, was noch vor euch liegt, wie Paris echt könnte aussehen, wer könnten die Gegner sein und all das. Jetzt kurz gefragt, haben ihr es etwa richtig eingeschätzt oder sind ihr, also komplett falsch sind ihr sicher nicht gewesen, aber wenn jetzt dich zurückversetzt und denkst, dort habe ich das und das gesagt, gedacht, gemacht und wenn du es jetzt anschaust, wie fühlt sich das so an? Ich glaube, das meiste haben wir schon etwa so eingeschätzt, oder? Also vielleicht die Kroaten haben wir nicht ganz... Also wir haben ja gewusst, dass sie zurückkommen, aber wir haben sie eigentlich schon auch eingerechnet. Also als Medaillenkandidat, Ja. definitiv. Das hat wirklich ganz vorgelangt. Also das ist heftig. Also das ist einfach krass. Ich hätte jetzt nicht gewettet auf das, Ja. aber dass sie Chancen haben zu gewinnen, das sofort und dass sie die höhere Medaillenanwärter sind, das auch sofort. Und dass wir eine Chance haben auf Medaillen, dass wir Medaillen wollen und dass wir es schaffen können, das haben wir sicher auch so eingeschätzt, aber das knapp kann werden und das nicht einfach wird ein Selbstläufer, das haben wir auch so eingeschätzt. Also ja, alles in allem ist es etwa so gekommen, wie wir Wahrscheinlich haben wir gedacht den Vorlauf nicht so ganz planen gehabt. Ich Wir kann haben gerade gedacht, sagen, es das wäre ist vielleicht ja schnell, der wir haben Ausrutscher gedacht, gewesen, es wäre vielleicht ein bisschen einfacher, so im Finale kommen. Ja. Ja, vielleicht gerade zu dem Vorlauf. Eben, das hat ja eine Hintergrundstory. Das ist ja nicht einfach. Ja, von außen sieht es immer so einfach aus. Man schaut denen zu, wie sie an die Rennen gehen. Dann haben sie vielleicht ein bisschen schlechteres Rennen, kommen weiter und dann gewinnen sie eine Medaille. Wow, gratuliere, mega cool. Aber für euch ist es ja brutal intensiv gewesen. Also ich kenne die Story, aber ihr müsst es jetzt gleich nochmal erzählen. Ja, was war vor dem Vorlauf, was war während dem Vorlauf, was war nach dem Vorlauf? Was ist dort abgegangen? Ja, also vielleicht zum Ganzen soll man wirklich früher anfangen. Also es hat mit Unterarmproblemen von mir zu tun, ein grosser Teil. Das hat etwa 3 Monate Zweiter Weltcup in Luzern ist das erste Mal gekommen, wo meine Unterarme so verkrampft sind. Ich weiss, die einen können sich erinnern an das Finale, wo wir auch vorne waren und nachher sind wir knapp. Sind wir alle sind näher gekommen im Sprint und wir sind Dritter geworden und da ist das erste Mal dort aufgekommen. Und das Problem ist immer rumgeblieben. Aber im Training selber habe ich es nie gespürt. Das ist wirklich nur auf Höchstbelastung, auf 2 Kilometer, die letzten 200-300 Meter, was gekommen ist, wo ich das Ruder fast nicht mehr heben konnte. Und das ist, ich habe gewusst, dass das Problem ist, aber es war mega schwierig für mich, weil im Training habe ich es nie gespürt. Ich habe nie gewusst, wo stehe ich genau mit dieser Verletzung. Also, wenn man an dem Problem, Verletzung ist ein bisschen übertrieben vielleicht. Und ich habe gedacht, ich stehe recht gut da vor den Olympischen Spielen und man hat es auch aktiv, eben wie der Roman vorher schon gesagt hat, das ist, wenn man das Problem hat, ein körperliches Problem, willst du nicht die ganze Zeit ansprechen und willst nicht immer vorne im Kopf haben. Du musst es aktiv probieren, ein bisschen ignorieren und darum hat man es ein bisschen unterdrückt und hat gehofft, dass es eigentlich gut kommt, aber dann ist es genau so gekommen, wie es nicht hätte sollen. Und wir haben sicher nicht das einzige Problem gewesen, wir haben ein bisschen gehaspelt allgemein. Aber wir sind ja eigentlich vorne Also allgemein Kasplit meinst im Rennenrhythmus. Okay. Wir sind dort Olympische Spiele gewesen, wir haben gewusst, unsere grössten Gegner sind vielleicht nicht gerade in diesem Lauf, England, Kroatien. Wir sind in anderen Lauf, aber wir wollen eine Message überschicken oder von Anfang an voll raus den Vorlauf probieren zu dominieren, dass die anderen voll reinzugehen, dass die anderen ein Respekt haben und vielleicht nicht ganz so die Taktik war, die wir eigentlich hätten müssen machen, also das Rennen langsam angehen, voll zu vertrauen. Auf jeden Fall sind wir eigentlich vorne gewesen, bis 200 Meter, wie wir voll reingegangen sind. Und dann sind die Unterarmprobleme wieder gekommen, die letzten 200 Meter. Und ich weiss noch, ich habe wirklich das Ruder kaum mehr heben. Ich habe rausgeschaut, Iren sind gekommen. Und das Einzige, was ich machen konnte, ist schauen, wie ich schnell mit Iren. Weil der Roman ist voll gegangen, aber ich habe gewusst, ich kann ihn eigentlich nicht mehr gut unterstützen.
Und dann weiss ich, wenn du durch die Ziellinie kommst und ich habe schon gedacht, ja, das sind Vierte und dann schaust du über auf die Anzeige und das sind wir Vierte gewesen. Und ja, das Horrorszenario, ich habe bis jetzt noch nie in Hoffnungslauf immer direkt in den Halbfinale gekommen. Der wichtigste Wettkampf vor 2 Jahren und jetzt kommt der Hoffnungslauf. Und wir sind alle im Finale und ich habe schon gesehen, wir werden Letzte. Also wenn ich die Probleme so wie jetzt habe, am nächsten Tag oder 2 Tage später im Hoffnungslauf, wenn ich ruder, ich kann nichts machen. Ich bin so fix wie noch nie zuvor, aber ich kann es nicht ausnutzen. Das ist das schwächste Glied von meinem Körper aber ich kann das Potenzial zu 10% ausschöpfen am Schluss. Ja, das haben wir dann diskutiert am Schluss und viel Physio gemacht, weil ich habe gewusst, das medizinische Wunder wird nicht passieren in 5 Tagen, aber man muss jetzt möglichst gut behandeln und dann wirklich bin jeden Tag 3 Mal beim Physio, verschiedene Physio, irgendwie 5-6 Stunden auf der Matte gelegen, gemädelt, hat nachher so ein, wie heisst das, Scraping, so einen stumpfen Messer eigentlich wirklich die Faszie voll gelöst, also meine Unterarme sind eigentlich roh gewesen, haben fast blutet. Und so ist es ein bisschen locker und dann haben wir es Rennen wieder locker angegangen. Im Hoffnungslauf ist im Nachhinein gut gewesen. Das sind die schwierigsten Gegner, die wir können mit 80% von unserem Potenzial haben wir das Vertrauen wieder aufbauen, sind nicht voll. Sind wir nicht voll rein. Können wir nicht unterstützen. Und haben das Vertrauen so wieder aufgebaut und das Problem sind wirklich, also im Halbfinale nachher, weil es kommt immer die letzten 300 Meter, ich weiss, im Halbfinale haben wir Roman einen kurzen Sprint angesagt, komm, wir testen es aus. Und es hat gegeben für 10 Schläge und ich war so glücklich. Alter, das hat sicher einen brutalen Boost gegeben. Ja, und ich habe gewusst, aber ich habe extra nach 10 Schlägen aufgehört, weil ich auch nicht wissen, ob sie durchheben können, weil ich einfach im Kopf die Illusion hatte, dass ich durchheben kann. Und dann im Finale ist es dann gegangen mit genug ein bisschen Medikament. Aber dann können heben, ja. Und ja, es ist aufgegangen am Schluss, so wie es gut gegangen. Aber allgemein auch, ich glaube, ein Dankeschön an Roman an dieser Stelle. Weil es ist also schwierig ist, einerseits ich habe das Problem mit den Unterarmen und eben willst die ganzen 3 Monate vorher willst du das ignorieren, nicht gross ansprechen, aber trotzdem willst du deinen Bootspartner voll im Prozess teilhaben lassen, wissen, wo du stehst. Und dort war es Roman mega gut gewesen, dass es transparent sein wie du willst. Ich habe jetzt nicht ein spezifisches Beispiel, aber ich denke, es gibt auch Boote, wo du nachher deinem Bootspartner nicht alles sagen, weil du Angst hast, er nimmt es dann falsch auf und er verliert dann Selbstvertrauen, wenn ich jetzt sage, ich habe ein körperliches Problem. Und das war mega gut gewesen. Roman. Ja, vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Im Nachhinein, retrospektiv, hat es wahrscheinlich so müssen kommen, wie es gekommen ist. Weil nach dem Vorlauf, der wirklich eigentlich die Hölle war für uns, klar, wir haben immer noch die 4. schnellste Zeit von allen, aber das wollten wir dann eigentlich nicht so sehen als Athlet, weil wir sind im Hoffnungslauf. Aber das hat uns wie wachgerüttelt. Das ist so, wir haben eigentlich das Problem, haben wir schon die ganze Saison gehabt, aber wir haben wir sind nie ganz ehrlich drauf gegangen und haben es gelöst. Aus welchen Gründen auch immer, die müssen wir jetzt nicht diskutieren. Die Unterarme im Endsport. Okay. Und dort haben wir müssen, weil wir haben einfach müssen, sonst sind wir DOS gesehen. Also DOS. Ja. Und darum hat es so müssen sein. Es hat wie, wir haben, einerseits bist du eben zu der Physio und zum Öschen und all das Zeug. Das hat sicher extrem geholfen. Das war die Hauptmiete, aber die andere Hauptmiete ist auch gesehen, dass wir uns gesagt haben, wir müssen jetzt anders rudern. Wir müssen die erste Hälfte anders anpacken. Wir müssen einen anderen Rhythmus fahren, wir müssen das Boot mehr für uns laufen lassen, wir müssen mehr Vertrauen haben in uns, wie wir es eigentlich am Anfang immer gemacht haben, weil das Boot hat immer extrem viel für uns geschafft und wir sind locker als her und wir haben immer eine tiefere Schlagzahl als alle anderen. Und ich glaube, das ist wieder ein Aha-Effekt gewesen, dass wir wieder ein bisschen mehr in die Richtung zurück sind, dass wir locker über die erste Hälfte kommen, dass wir mehr drauflegen können in der zweiten Hälfte, dass wir nicht völlig am Überkurbeln sind, schon vorher gestresst, dass wir vorne sind vor der anderen, sondern wir haben gesagt, beruhigen, wir können das mit unserem guten Rhythmus, können wir dort vorne in einer guten Ausgangslage sein, dass auch die Arme nachher nicht schon zu früh so sauer sind. Ja. Also ich glaube, es ist völlig paradox und Teufelskreis bin ich habe falsch gedacht, aber was im Nachhinein logisch ist, weil ich habe gewusst, die Probleme kommen die letzten 200 Meter. Und ich habe gewusst, ich brauche,
wenn die Probleme kommen, dann brauche ich etwa 2 Längen Abstand. Das ist verdammt viel. Ey. Ich brauche 1 bis 2 Längen Abstand. Wenn es kommt, das kann ich heben. Oder? Aber ich will nicht aufholen, aber das vermag es, wenn es kommt. Und durch das bist du bei 500 Metern im Rennen, bist du bei 1000 Metern und hast eine halbe Länge vielleicht voraus. Und weißt, ich brauche jetzt noch 1,5 Länge. Dann wirst du nervös. Und dann fängst du an haspelig rudern, fängst verkrampft an rudern, was nachher Teufelskreis, was nur noch schlimmer macht, dass du noch mehr verkrampft bist. Und das haben wir, die beiden Punkte haben wir angehen, dass wir wirklich das Vertrauen, darum ist gut der Hoffnungslauf, wo wir gewusst haben, dass, vielleicht auch dass wir nicht voll vorne raus müssen und trotzdem gut sind und das Vertrauen wieder aufbauen in unsere Taktik, in unseren Rhythmus am Anfang. Und wie der Roman gesagt hat, ich bin also im Nachhinein überzeugt, wenn wir jetzt eigentlich haben wir Glück gehabt, dass wir Vierter geworden sind, aber wenn wir in dieser Situation Glück haben, dass wir Dritter geworden wären und gerade noch ein Halbfinale reingerutscht wären, wären wir nicht im Finale gekommen, weil ich jetzt das Problem nicht so angegangen. Wir hat jetzt einerseits den Rhythmus hat man nicht so viel geändert und ich hätte die Probleme immer noch im Kopf unterdrückt und wäre nicht so viel zu den Füßen gegangen, weil eben, ich will es im Kopf ein bisschen ignorieren. Und dann wäre das Problem im Halbfinale wiederkommen. Im Halbfinale wären wir draussen gewesen, bin ich 100% überzeugt. Das ist ein mega spannender Take, dass quasi das Problem dann die Lösung war. Aber Roman, noch bevor der Hoffnungslauf gekommen ist, du hast ja deine 3. Olympischen Spiele erlebt. Du bist in allen Spielen Medaillenkandidat gewesen. Hast du dir dort, hat es einen Moment gegeben, wo du dir kurz gedacht hast, will mich das Universum eigentlich verarschen? Dass jetzt am Tag X mein Bootspartner die Krämpfe, also gut, das hat sich über längere Zeit gesagt, aber das quasi ja, und ich muss schon sagen, passiert. das ist das Problem, nehme ich auf meine Kappe. Also wir haben den Rhythmus zusammen gemacht, oder? Wir haben das Rennen zusammen gefahren, schlussendlich. Ist es nicht das Problem, das nur von ihm kommt? Also Ja, wo das Problem herkommt. Nein, aber du weißt ja, was ich meine. Ja, ich weiss, was du meinst. Logisch stresst dich das, ja, aber es ist nicht... Ich glaube, die Medaille ist dann nachher relativ schnell nicht mehr so im Kopf gewesen. Es ist mehr so, Scheiße, ich habe so lange für das her gearbeitet und ich will doch einfach jetzt die sportliche Leistung von uns zu euch abrufen am Tag. Eben. Einfach, egal was nachher dabei rausschaut, aber einfach können sagen, ich kann das Maximum geben. Das beste Rennen können, oder annähernd, das beste Rennen können zeigen und einfach mal schauen, wo steht man nach diesen vielen Jahren Training. Und das ist so. Was hat das eigentlich gebracht, der ganze Seich? Ja, es ist lustig im Vorlauf. Ich hätte noch ein bisschen mehr, also ja, noch ein bisschen mehr, und das ist halt der Krux von Zoeroni, oder? Du musst die genau, du musst die, abhängig. Musst die ausgleichen und im Finale war es eher ein bisschen umgekehrt gewesen. Ja, also ist das Finale auch nicht eines von euch besten Rennen gewesen? Aber am Maximum? Ich bin absolut limit gewesen. Das weiss ich, ja. Ich habe nicht mehr können. Und der andere hat vielleicht noch ein bisschen können, aber wenn er Er mehr hat hat, immer gewartet, bis die Unterarme kommen, aber sie sind nicht gekommen. Und dann hat er es halt, ja. Doch, sie sind niemals so schlimm mehr gekommen, aber es ist... Hast du noch effektiv an das gedacht, im Finalrennen auf den letzten 200 Meter? Hast du gedacht? Also die Unterarme sind für mich, jeder Schlag im Training, im Rennen, ich habe es probiert, die ganze Zeit auszuschalten. Der Rücken ist auch noch ein bisschen gekommen, oder? Also der Rücken ganz... Ausser das Maul, das ist gelaufen. Stimmt, ich glaube, das ist Im positiv Training, gewesen. Im einen Pausentag hat es plötzlich ganz ruhig geworden. Hat es mir eins reingehauen. Und nachher, aber ich habe es schon in dem Moment mega positiv genommen, weil es ist ähnlich... Eine Ablenkung für die Arme. Es ist eine Ablenkung, weil ich weiss, was ich erfahren habe im Rudern, der Körper kann sich nur auf einen Schmerz fokussieren. Und ich habe das erfahren mit meinen Knieproblemen. Mit 15, 16. Sie haben wehgetan beim normalen, lockeren Rudern, aber mit Zweichen, sobald der Beinschmerz, Laktat im Bein ist, das Bein mehr weht, dann spüre ich die Knie nicht mehr. Und das habe ich schon abgehört und ich habe dann gewusst, vielleicht ist es gut, dann lenkt es ein bisschen ab von der Ist das ein gesunder Umgang? das ist Ich weiß es nicht. Ja, mega spannend. Eben, es fühlt sich immer so einfach an von außen, aber wenn man das mal wirklich sieht, was dahinter passiert, es ist wirklich einfach krass. Ja, welche Rolle hat denn in dem Ganzen der Ian gespielt? Weil ihr habt ja Rudertechnik, das müsst ihr wahrscheinlich mit ihm absprechen. Was hat er da für eine Rolle eingenommen? Jetzt olympiaspezifisch. In dem Problem, das du jetzt gerade geschildert hast? Ja, ich glaube, er hat, also
darum hat angesprochen, es ist mit zwei Problemen gewesen, einerseits der Rhythmus und der körperliche Probleme und das ist irgendwas das Gleiche. Und ich glaube, er hat es angesehen von einer Rudersicht, also von einer Rudertrainersicht, dass es eigentlich nur ein technisches Problem ist und wenn man gut rudert, dann habe ich die körperlichen Probleme gar nicht mehr. Das habe ich auch ein bisschen anders gesehen, ich glaube, aber aus seiner Situation ist es gut gewesen, weil das ist das Einzige, was er beeinflussen kann, unsere Technik und wie wir es dann angehen. Und das hat sicher auch geholfen, dass man dann, er hat das angewiesen oder Ja, nein, ich meine trainiert jetzt nur, dafür, dass wir am Anfang eben locker angehen und dann hat es sicher auch geholfen. für mich scheint es jetzt so, wenn ihr das erzählt, dass ihr wirklich so als Zweiereinheit voll miteinander gearbeitet habt, euch austauscht habt, aber eben, ich weiss ja, dass du musst dich immer vom Trainer auch noch, das muss eigentlich transparent sein, so gut wie es geht. Hat er euch dort nervös gemacht oder hat er euch geholfen? Also wir haben das Thema sicher mit ihm besprochen, mehrmals. Aber er war selber auch sehr nervös gewesen. Okay. Das kann man glaube ich schon sagen. Ja. Und vor allem, also ich verstehe komplett. Oder er hat Ich es habe nicht die mit der einfach- Hand, oder? Ich habe die Ja. einfachste, also ich bin in der einfachsten Situation gewesen, es war mega nervös, das sind meine Probleme. Aber wenn es die Probleme irgendjemand kann beeinflussen, dann ich. Der Roman vielleicht noch ein bisschen, je nachdem wie wir zusammen rudern. Aber der Ian als Trainer hat null Einfluss, vor allem am Wettkampf selber. Ja. Und dann, das ist natürlich keine einfache Situation auch für ihn. Und versteht man, dass er auch ein bisschen nervös wird. Ja. Also ja, es ist ja natürlich. Ja, Ich meine, es ist nicht unbedingt negativ, aber es gehört dazu, dass man nervös ist. Und Ich bin auch nervös gewesen an dem Tag. Ich bin auf der Ich bin Tribüne sogar gewesen. sehr nervös gewesen, weil der Tag ist für mich, ich meine, ihr habt das Rennen gehabt, der leichte Doppelzweier hat das Rennen gehabt. Sonst ist glaube ich niemand mehr gewesen. Doch, irgendein Vierer ist auch noch gewesen. Doppelvierer Männer glaube ich auch noch. Die haben es Nein, halt. das ist... Nein, die das war ein haben's- anderer Tag vorher. Gewesen. Ja, auf jeden Fall Das auch ist für schon mich. so Ich weiss noch, ich habe es in Engadin, ich bin am Velofahren gewesen. in Frauen Engadin. Doppelvier. Genau. Ja. Und die Nervosität ist bis ins Engadin übergerutscht. Also, ich bin froh gewesen, bin ich nicht an, also ja, ich wäre eigentlich gerne an eurer Stelle gewesen, aber in dem Moment bin ich so gewesen, ja, es ist schon heftig, wenn du an dieser Startlinie stehst. Ich habe mir im Fall keine Sorgen gemacht. Wegen der Medaille. Ohne Scheiß. Ich war irgendwie dort auf dieser Tribüne gewesen und für mich war es jetzt so, ihr kommt. Welche Farbe hätte ihr nicht... Also ich habe natürlich auf Gold gehofft, aber ich habe irgendwie gewusst, so, ja, das lange schon. Und auch, ich weiß nicht, wie es auf den TV-Bildern aussieht, aber so von der Tribüne aus hat das eigentlich relativ solid ausgesehen. Ich weiß nicht, wie es für euch war. Im Rennen habt ihr irgendwie gespürt, wo ihr seid, wie knapp oder eben nicht knapp das es ist. Also ich habe eigentlich auch ein gutes Gefühl gehabt, weil der Rhythmus in der ersten Hälfte ist sehr gut gemacht. Danke. Ja. Nein, wir sind gut über die ersten 1000 gekommen. Es ist alles nach Plan gelaufen, nicht so hektisch gesehen. Wir sind bei den Leuten gesehen. Die Engländer sind vorweg gewesen, die Rumänen, aber das Bei ist den ja- Rumänen habe ich gewusst, dass es die Ja, nimmt. Und die Engländer habe ich auch klein, gewusst, die die werden dann im schneller. Und ja. nachher haben wir einfach können schaufeln im Anfangen dritten regeln. 500er. Endlich, also ja. Und dort war es ja wirklich spannend gewesen. Also es war wirklich sehr spannend gewesen, das Rennen, wie es sich entwickelt hat. Und nachher ist plötzlich ganz viel auf einmal passiert. Aber das habe Also für dich auch, im Rennen selber? ich habe nicht alles so wahrgenommen, weil ich habe wirklich die letzten 300 Meter, das habe ich vorher noch nie gehabt. Der Bauch hat sich verkrampft, der Rücken, fast jede Muskulatur, die ich habe, das habe ich vorher noch nie gehabt. Aber ich bin dort wirklich, es ist mir innen gelungen, ganz fest an meine Grenzen zu gehen. Also vorher ja logischerweise auch immer, aber dort innen noch mehr. Und Krass. darum habe ich nicht mehr so viel alles mitbekommen von rundherum. Also Du auf vielleicht dem nicht. Podest bist du ja wirklich fast umgekippt. Ja, es ist mir ein bisschen scheisse gegangen. Ja, also wir haben von oben zugeschaut und wir so, der putzt es jetzt nicht. Ja, es war auch ein Der- hoher Stress gewesen, oder? Normal machst du eine Ausfahrrunde und so, aber dort haben wir gerade rein müssen, nachher den Fernsehen umziehen. Du bist völlig verschwitzt und nass, es ist der Trümmelig. In die du lange hast Kleidung, Kopfweh, Ja, du musst weisst du nicht, Astronauten... Weißt nicht, wo oben und unten ist. Und nachher tak. Aber wahrscheinlich ist du hast ja gesagt, es ist doch irgendwie 20, 25 Minuten gegangen. Ja, ja. Mir ist es vorgekommen wie 3 Minuten. Nein, Das es hat ist schon ein bisschen... Und dann aus dem Zelt raus, boom! Und die Sonne prätscht Es ist runter. heiß Es gewesen an dem Tag. hell gewesen. Ich habe nur noch weiß gesehen, nichts mehr anders. Ich habe ihn gefragt, wo ist dein Vater? Ich habe nichts Ich kann mir gesehen. zeigen, wo sein Vater ist auf der Tribüne. Talina habe ich auch nicht gefunden.
Und Ah, es ist- Berlin hat natürlich auch gefragt, nicht nur der Vater. Ja, da habe ich gewusst, wie du hast mich ein bisschen verlaufen dort. Ja, die Tribüne habe ich eigentlich nicht richtig gesehen. Es ist einfach, und die Sonne hat es noch schlimmer gemacht und nachher, ich habe immer, weil ich so rauchen mit meinem Oberkörper, wenn ich das so aufreisse, habe ich den Nacken so richtig fest verspannt gehabt. Ja. Also wirklich so wie richtig viel Krampf. Und nachher ist noch die Medaille rundum und das hat so weh gemacht. Weißt du, wann ich gemerkt habe, dass du richtig verstrahlt warst? Nein. Hinter der Tribüne, wo ihr nachher gekommen sind, wo alle Schweizer auf euch gewartet haben. Und dann bin ich so zu dir gekommen, also es sind immer wieder so einzelne Leute zu dir gekommen und ich so, hey, Talina ist im Fall da hinten, Talina ist im Fall da hinten. Und dann hast du mich so gepackt, hey Oski, schön bist du da. Und ich so, ja, aber deine Freundin ist da hinten, sie sucht dich. Und du so, schön bist du da. Es ist gar nicht darauf geantwortet, was ich dir gesagt habe. Und ich so, okay, ja, in dem Fall. Ja, es ist sehr viel auf und ab. Weil der erste Moment, wo du so ein bisschen wieder zu dir gekommen bist und kannst klare Erinnerungen haben. Gibt es das überhaupt in dieser Zeit? Oder? Ja, so stückweise sind schon rum, Ja. aber nicht alles. Also wirklich so einzelne Stückchen. Und nachher, wo dann sind wir noch einmal die Medienkonferenz, nachher noch einmal so den Zuschauer, die du Dopingkontrolle müssen. Und dort ist so langsam ein bisschen, ich konnte runterfahren und mit jedem kurz ein Wort reden und mit jedem ein Foto machen. Mit Weil allen immer um den Hals. Ja, das erste Mal, als ich hintergekommen bin, war es ein riesen Ghetto. Geil. Dort ist wirklich nicht... Ah ja. Aber was ich speziell gefunden habe in dem Moment, ich meine, man kennt sich ja jetzt doch schon einige Jahre. Und ich habe dich jetzt nie als der extrem emotionale wahrgenommen. Aber dort hat es dich gelobt. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Hast du das Gefühl, es war dort schon noch ein bisschen was angestellt gewesen aus den Jahren vorher? Ja, es sind sehr viele Emotionen zusammengekommen, ja, an dem Tag. Also von vorherigen Jahren, von dem Tag, von was sonst privat gelaufen ist. Es ist ziemlich... Und das ist wie einfach alles aufeinander und... Ja. Mega schön, dass du es eigentlich dann in dem Moment auch kannst zeigen. Also ich glaube, es hat allen, die das gesehen haben, auch etwas bedeutet, dass es dir so geht, weißt du? Und ja. Ja, es ist auch, und dann natürlich auch der Druck, der plötzlich abfällt. Mhm. Das ist schon auch ein bisschen... Ja. Und dann sind wir festen. Ja, die Venus von Bümplitz, vom Oski, hat es Ab sogar in in die Blick geschafft. Das müssen wir vielleicht noch irgendwo aufladen. Ja, ich bin dann sehr nahe dran gewesen, auch von daheim noch ins Auto zu steigen und auf Paris zu fahren, weil ich habe gewusst, diesen Abend willst du eigentlich nicht verpassen, oder? Voll rein. Und ich habe es dann nicht... sind wir voll rein. Ich habe es dann nicht gemacht. Und darum könnt ihr ein bisschen erzählen, vielleicht, ja, eben, wir haben jetzt gerade letztes Jahr eine Olympia-Bronzemedaille-Gewinnerin bei uns Und gehabt. jetzt sind wir auch mitgeholfen feiern. Eben, die Ruderer sind ja bekannt fürs Feiern. Wie ist es jetzt nach einer Bronzemedaille an den Olympischen Spielen? Ist es die beste Ruderparty gewesen, die du erlebt hast? Also wenn, dann wären es Partys. Wir zusammen. Ja. Die beste... Wir haben schon... Also, sie gehören zu den Besten, würde ich sagen. Die Woche ist... Jeder ist für sich speziell. ja. Nein, aber eins, also was mir immer, glaube das ganze Leben in Erinnerung bleibt, und da hat der Oski viel damit zu tun. Und wir haben ja dann im Swiss House haben wir ein Essen gehabt, wo wir die Familie und nächsten Freunde einladen. Und nachher sind der grösste Teil vom Team schon weiter und wir sind nachher nachgekommen und sind in eine Bar gegangen und eigentlich, wir sind dort reingekommen. Und wir haben die nicht gemietet, aber die ganze Bar ist eigentlich... Das waren nur Schweizer. Eigentlich, wir haben die erobert. Es ist jetzt schon andere Leute drin. Ja, aber wo wir schon reingekommen sind, ist schon ein guter Teil. Und der Oski war da der absolute Entertainer, hat da auch übernommen und einen angerissen. Ich habe den Fansong angestimmt. Den Fansong. Du hast alles gemacht. Dort Den irgendwie. DJ habe ich gemacht. Für perfekte Stimmung. So. Ja. Ah Jungs, das ist unglaublich. die Stimmung Das ist ein drin richtig zu kommen. wohliges Gefühl, wenn ich das so sage. Also wenn du neben dem Podcast noch ein anderes Standbein willst aufbauen als Dann ist Entertainer. Olympiamedaillengewinner 4. feiern, organisieren. Ja, aber die Venus von Bümplitz, das ist... Ja, die hat sagen dort. Es ist so ganz, es ist nicht einmal eine richtige Box gewesen, nur Nein. leislich. Ja. Es ist wirklich ganz leislich, aber wir haben alle mitgesungen und Der Chor. das hat es Wir noch haben den so Chor speziell gemacht. Ja. Ja, ich mag mich noch erinnern, ich bin so hinter der Bar geschlichen und ich so, hey, habt ihr Spotify? Und so, nachher so,
ja, aber nein, ich so, schau mal, wir haben die ganze Bar gefüllt, wir haben in 10 Minuten 700 € ausgegeben. Du kannst mir nicht sagen, du lässt mich jetzt keinen Song abspielen. Und dann habe ich das iPad genommen und habe Venus von Bümplitz rein da und dann bin ich vorgesäckelt zu euch und habe gesagt, Jungs, jetzt kommt was Gutes. Und dann ist etwas Gutes gekommen. Ja. Und sonst, ich meine, eben, wir kennen es ein bisschen von der... Wir sind noch Karaoke singen. Von dem gibt es auch noch Videos, ich muss dir nachher ein paar zeigen. Ja, das ist dann noch ein bisschen spät. Kann ich mich erinnern. Von den Stories und so, die nächsten 2 Wochen oder 1 Woche, was auch immer war, ich weiß es nicht genau. Die sind ja extrem krass gewesen, vieles erlebt. Aber was gibt es so Stories, die ihr jetzt da bei diesem exklusiven Interview bei voll rein könnt erzählen? Was ist euch hängen geblieben, wo so wirklich das müsst ihr loswerden? Eine Geschichte haben wir schon. Ja. Die hast du müssen bei dem Eingeheizten-Ding hast du auch schon müssen erzählen davon. Welche? Von der Champagner. Stimmt, das ist eine gesehen, ja. Ja. Ja, los! Willst du? Aber das waren ja nicht wir, das war das ganze Team. Also hatte der Champions Park gegeben. Und dort Das ist dort, wo die... Jardin Trocadero. Und Bro, ich check nicht. vor dem Eiffelturm. Okay. Die Champions 4, wo wir auslaufen. Und wir haben eben das ganze Team mitnehmen in den Backstage-Bereich. Und dort hat es eine Champagner-Bar gehabt. Und wir sind nachher, nach dieser 4 sind wir weitergegangen, weil wir, ich glaube, das Viertelfinale angestanden von Hübeli-Brunner. Und da haben wir natürlich pünktlich dort sein, zum Anführen, um sein Halbfinale anführen. Und das ganze Team hat sich noch erlaubt, dort eine Flasche mitzugehen lassen, eine größere. Nein, haben wir die Magnum gestohlen oder was? Gestohlen nicht, also mitgenommen. Und das Beste daran war, dass... Ja. Also wir haben eigentlich einfach die Flasche... Ja. Wir haben ja gefragt zuerst. Es war einfach to go gewesen. Und nachher haben sie immer gesagt, ja... Wir können euch das wir ausschenken, also, aber nur immer aus der kleinen. Wir haben uns die grosse Flasche wollen. Dann haben sie auch x grosse müssen, anstatt x kleine anstatt eine grosse. Das wäre besser gewesen. Nachher. Also nein, in Paris hat man schon gemerkt, Ja. dass da 4 Jahre lang etwas angestaut war. Auch im House of Switzerland ist ja zünftig eins rumgegangen. Aber kommen wir wieder zurück zum ein bisschen Anständigen von Paris. Ihr seid ja dann noch geblieben. Also ihr habt ja dann noch fast eine Woche als Zuschauer gehabt, oder? Mhm. Mhm. Und eben, nebst dem Fanclub von der Beachvolleyball-Ladies, was haben Sie sonst eigentlich noch alles gesehen? Moser haben wir auch nicht. Leichtathletik sind wir auch anführen. Die Angelika, und nachher Turmspringen sind wir noch schauen. Mhm. Gewichtheben. Was war sonst noch? Aber nein, wir haben alles geschaut, was wir haben können. Ah, der Steve Gerda. Ah ja. Das ist extrem Das cool. Röstli-Gumpen sind wir auch gesehen. Das ist extrem gut. Extrem, also ja, die Kulisse. Ich glaube, Ja. das Versailles-Stadion und das Volleyballstadion sind die Ja. 2 ikonischen Stadien von Paris. Oder? Aber das Geile ist ja gewesen, immer wenn Schweizer irgendwo auftreten sind oder einen Wettkampf hatten nachher, dann war der prominenteste Fanclub rum gewesen. Immer die Ruderer. Also die ist ja immer gewesen. Also euch hat man immer gesehen, auch beim Video von der Bronzemedaille echt, von der Tanja und der Nina, sieht man einfach den Roman mit dem Plakat so ja. Ja, wir haben einfach Freude gehabt. Wir haben die Woche genossen. Wir haben gesagt, wir wollen das ganze Schweizer Team jetzt noch voll supporten und uns das Beste geben. Muss man wahrscheinlich auch sagen, da haben die Jungen wirklich auch Vollgas mitgemacht, beziehungsweise der Kai war eigentlich so ein bisschen der Drohzieher gewesen. Am Anfang. Der hat angefangen mit dem. Mit einem Pin hat er einen, der so die Richtung gezeigt hat vor dem Stadion, hat er gesagt, duschen. Mit Volleyballschild, und nachher hat er ein riesiges Schild gehabt und sie, Pin, beide happy, und er die ganze Zeit das aufgehabt und angeführt. Und ja, das war irgendwie mega cool gewesen. Und dann haben wir nachher mehr von denen gemacht. Und ich würde sagen, er ist eigentlich der Hauptanimator von dieser ganzen Übung und er hat das auch sehr, sehr gut gemacht. 6 von 6. Ja. 6. Sehr nice. Ja, das klingt wirklich eben fast ein bisschen beneidenswert, aber das darf auch so sein. Wenn wir jetzt vielleicht noch mal ein bisschen zurückkommen, weil ich sehe da langsam von der Zeit her, wir könnten
2 Teile aus dem Interview machen, wenn wir wollen. Darum muss ich jetzt da ein bisschen vorwärts machen. Ja, wir gehen nochmal zurück zum grossen Ganzen, weil wir sind ja da bei dem Exklusiv-Interview von Voline. Ich sage es jetzt zum 3. Mal. Wir wollen nochmal kurz ein bisschen zurückschauen auf eure gesamte Ruderkarriere, die ihr hingelegt habt. Vielleicht gerade zum Starten, ihr werdet euch jetzt trennen, wenn wir jetzt das im Volleyball-Jargon ausdrücken, weil wir sind immer noch ein bisschen in dem drin, von letzter Woche. Ja, was werdet ihr aneinander am meisten vermissen, wo ihr so während dieser Zeit wirklich so geschätzt habt? Ui, Viel. vieles, aber ich glaube, das kann man außerhalb vom Boot. Ich glaube es auch, ja, definitiv. Kann man sich noch ab und zu treffen? Ja, Ja. Das, also wie gesagt, was will ich vermissen, aber die lustige Zeit zusammen haben, dumme Sprüche klopfen und zusammen lustig haben, das können wir jetzt noch. Aber zum wirklich konkret Frage beantworten, was will ich vermissen, wenn wir uns trennen, dann, dass wir am Start hocken und ich weiss, ich habe einen Bulldog hinter mir, der alles macht, dass wir das Rennen werden gewinnen. Das ist das, was ich wirklich vermisse. Ja, ich glaube, das Vertrauen ineinander, dass wir wirklich am gleichen Riemen ziehen, dass wir das gleiche Verständnis haben vom Ruder, dass wir die gleiche Sprache reden, das ist schon mega cool gewesen. Auch in jedem Training, ja, wir sind durch dick und dünn und es ist nicht immer einfach gewesen in diesen Trainings, also rein von den Bedingungen her und die haben wir zusammen gemeistert und das ist sicher etwas, wo mega zusammengeschweißt hat und das hast du im normalen Leben nachher, ist nicht einfach so schnell wieder mit jemandem, wo du so viele Herausforderungen musst zusammen meistern. Darum, der ganze Weg, ja, ist eigentlich einfach mega schön gewesen, ja. Du hast ja doch einige Partner gehabt in deiner Karriere. Was hat der Andrin speziell gut können im Vergleich zu den anderen? Ich glaube, Jetzt. ja, wie soll ich sagen? Nein, überhaupt nicht. Aber wir haben, oder es ist wie so ein bisschen von mir aus gesehen ein Weg, wo sich immer so ein bisschen wieder ein Baustein drauf aufgekommen ist. Und was nachher, wo der andere gekommen ist eigentlich der grösste Unterschied. Ich sehe so ein bisschen seine Lockerheit, sein Witz, sein Humor. Ist halt Student, oder? Student, ja. Oder? Nein, Das kannst du nicht ernst nehmen, das Zeug. Da muss Das locker ist- bleiben. Das ist noch das Tüpfchen für mich, das er drin gegeben hat. Einfach so, er hat immer gesagt, nimm die Sache selber ernst, dich dich selber sollst du nicht zu ernst nehmen. Und das ist das, wo viel gebracht hat in dem Projekt. Und ich würde sagen, das ist mega cool gewesen. Nebst dem natürlich, dass es halt auch einfach von Anfang an gestimmt hat. Wir sind zusammengehockt und wir haben gemerkt, wir bewegen das Boot gleich. Und das ist einfach mal eine Grundlage, wo dir x Jahre Arbeit erspart. Wenn du einfach kannst du zusammen rudern, rudern, Sache ja. ist, dass du genau Ja. zusammen findest. Ja. Ja, vielleicht darf ich noch eine These aufstellen, die wir kurz ein bisschen diskutieren können. Ich sage, wenn der ihr nicht gekommen wäre, dann wäret ihr, auch ich, hättet nicht den Erfolg gehabt, den wir jetzt hatten in den letzten Jahren. Obwohl viele Leute ja sagen, er war nicht super gewesen. Würdet ihr da einverstanden sein? Ja. Sofort. Aus welchen Gründen? Ich glaube, er hat wirklich einen beträchtlichen Teil zu dem Erfolg beigesteuert. Und ich bin ihm sehr dankbar, dass er rum war und uns gepusht hat und uns trainiert hat. Du weißt nie, wie es rausgekommen wäre, ohne oder mit jemand anderem oder weiss ich was, aber Fakt ist, er hat uns jetzt noch sicher sehr viel geholfen und für das bin ich ihm sehr dankbar. Klar, Haufen Sachen sind nicht immer cool gewesen, sind nicht immer toll gewesen, das ist so, aber für mich ist, ich versuche immer die positiven Sachen in den Vordergrund zu setzen und dort hat er sicher, haben wir ihm sehr viel zu verdanken. Aber es gilt auch zu erwähnen, dass alle Trainer, die wir vorher hatten, natürlich auch einen grossen Beitrag zu dem Erfolg jetzt am Schluss geleistet haben. Es ist nicht nur jetzt der am Schluss war, es sind alle Trainer, die einem supportet haben, die ihm in der jeweiligen Karriere, im jeweiligen Karriereabschnitt unterstützt haben. Und ich mache ab und zu so Vorträge und dort habe ich eine Folie mal gemacht mit allen Trainern, die ich je hatte.
Und es sind hure viel. Kennst du alle Oder Namen? mega viel, Entschuldigung. Ja, und ich würde sagen, jeder hat seinen Verdienst an dem grossen Ganzen schlussendlich geleistet. Also es ist nicht nur jemand, ja. Es ist schön, dass du das so Ja. siehst. Also ich hätte noch da die Frage, wer ist die prägendste Person in deiner Karriere? Aber es ist vielleicht unfair, wenn jetzt... Du kannst wahrscheinlich gar nicht jemanden raus... Also bezüglich Oder- Trainer meinst Ja, oder... Ja, Es muss jetzt per se nicht einmal jemand aus dem Sport sein. Ich meine, vielleicht... ist es Dalina oder vielleicht ist es irgendwie... keine Ahnung, der Eric Murray, der dich einfach schon immer inspiriert hat, zum... Ich weiß es nicht. du? Ja, wie dir weiss es auch. Der sagt... Als Trainer ist unfair, einen rauszupicken, weil ich habe 4 grosse Trainer gehabt. Junior-Trainer Küsnacht, Junior-Trainer Annemarie der Schweiz, Trainer von Yale, Steve. Dann Annemarie ist wiedergekommen, Junior-Trainer in Tokio und dann jetzt der Ian. Und dort einen rauspicken ist unfair, aber einer, der die ganze Zeit geblieben ist, und zwar nicht im Ruder, wo ich angefangen habe, überhaupt nicht gecheckt hat, aber sich eingelesen und am besten nachher alles genau gewusst, das ist mein Vater. Und nachher der grösste Ruder-Fan geworden ist und meistens oder am Schluss fast noch mehr gewusst hat vom Ruder und Gegner als ich. Darum müsste ich auch ihn sagen. Hast du deinen eigenen Scout gehabt? Genau. Jetzt schauen wir dich an. So eine klare, schöne Antwort. Die gibt es bei mir nicht. Gut. Ganz Fair. ehrlich. Kannst du Weil, auch mehrere Personen nennen? ja, es sind ganz viele. Also, das könnte man eine Stunde füllen. Weil angefangen hat meine Reise auch bei den Eltern, die mich auf den Weg geschickt haben und mich supportet haben. Und wo ich auch sehr dankbar dafür bin. Nachher ist Alina ins Spiel gekommen. Mit der habe ich nachher sehr viel Zeit verbracht bis heute. Und sie hat mich sehr geprägt, wie man denkt, wie man an Sachen hergeht. Sicher einen grossen Einfluss gesehen. Und nachher denke ich, eben alle Kollegen rundherum, immer die Leute, die man gerudert hat, die haben einem abgehärtet, die haben einem herausgefordert. Alle Teamkollegen eigentlich, die einen gepusht haben. Und dann Wer ist dein logisch, prägendster Gegner? mein prägendster Gegner? Der dich am meisten... Keine Ahnung. Okay. Das ist auch kommt wieder auf die Zeit drauf an. Das hat jeder wieder ein bisschen einen anderen, hat einem wieder am meisten Schmerz bereitet. Gut, ich habe schon das Gefühl, du hast schon Phasen gehabt, wo du mehr Gegner gehabt hast. Also nicht jetzt böse gemeint, sondern wirklich leistungstechnisch als jetzt die anderen Phasen. Meinst du international? Unter anderem, ja. Der Barnaby meiner. Ja, da haben wir, Das war sicher haben eine intensive Zeit gewesen. haben wir uns sicher ein paar Mal auf die Kappe gegeben auf dem Wasser. Okay. Aber das ist schlussendlich, das hat uns schneller gemacht. Ja. Das hat uns abgehärtet. Ja. Die harten Training gegeneinander. Und nachher eben vom Trainer her ist wirklich, eben der Defu dort als Junior ist sehr wichtig gewesen. Nachher der Edouard Blanc, der im Training, oder er ist ein bisschen, er ist noch nachgekommen, also so ein bisschen, nicht Headcoach gewesen, als ich ins Team gekommen bin und ich bin der Schwächste gewesen. Und er hat mich dort eigentlich so ein bisschen nachgenommen und mega supportet und mir sehr viel mit auf den Weg gegeben. Vom Trainieren, aber auch als Lebensschule sonst, neben dem Rudern. Sicher sehr prägend gesehen, bis heute auch in Kontakt. Und nachher die Ian ist schlussendlich auch prägend gesehen auf eine gewisse Art und Weise. Also, der hat einem schon... Sein hat einem Stempel geprägt, aufgedrückt. ja. Ja. Korrekt. Ja, genau. Wisst ihr, was ich auch lustig finde bei eurer Konstellation? Ich bin nachhören, mal ganz eine alte Folge von uns. Vor 2 Jahren, wo das Duo entstanden ist. Und dann habe ich den anderen gefragt, und? Was denkst du? Und seine Nach den Antwort... Trials gewesen, ja? Nein, das war vor dem Ersten Weltcup. Okay. Wir haben eine Preview gemacht. Ja. Und dann war die Antwort recht skeptisch. Er hat gesagt, sie müssen sich noch beweisen. Ja, haben wir auch müssen, ja. Und? Mhm. Haben wir auch beweisen? Das ist eine dumme Frage, aber... Wäret ihr mitgegangen dort? Ist das bei euch auch noch so eine Skepsis gewesen, blöd gesagt, wo ihr zusammen geguckt sind, oder habt ihr gewusst, auf Anhieb, das funktioniert? Ja. Also Skepsis nicht, aber Bestätigung auch nicht, aber wir haben gewusst, und auch gut, im Sport bist du immer optimistisch und sonst macht es keinen Sinn zum Trainieren. Aber wir haben schon gedacht, dass das Ja, aber gute also ich muss auch Chance hat, sagen, aber wir haben...
Ja, also, Nein, Aber wir haben, nein. aber wir haben Schritt für Schritt genommen. Wir haben gewusst, langfristig Ziel ist Olympia und dort wollen wir ein gutes Boot stellen. Aber wir haben jetzt noch nicht gedacht, wie könnte man dort abschließen. Aber ihr habt ja auf Anhieb funktioniert. Eben, ja, aber ich weiss, aber das Resultat- erste Ding war, wir sind am ersten Weltcup selektioniert, wir sind noch nicht an der EM selektioniert, wir sind wirklich nur ein Rennen selektioniert gewesen. Und dann sind die Meldungen rausgekommen und das ist, ich weiss, die Spanier sind da gewesen, die Serben und Dänen. Also der Vize-Weltmeister von letztes Jahr, Bronze von Tokio und der vierte von der WM. Man wusste, das ist ein sehr gutes Feld, aber ich weiss, wir sind im Gang in Sarne. aber gesagt, ja, das packen wir, das können wir, das ist gerade ein guter Einstieg. Ist die absolut beste, also gut, Vize-Weltmeister steht, aber die Engländer, wo man gewusst hat, dass echt die Besten sind, die sind nicht dort und das ist gerade ein guter Einstieg und das können wir packen. Das haben wir schon mit Optimismus vorgeschaut. ja, und eben, wie gesagt, wir sind zusammengekocht, haben gestummen und wir haben eine gute Zeit gefahren in den Trials. Ja, die Trials hat man jetzt schon gesehen. Ja. Und nachher sind wir ja extrem erfolgreich gewesen. Eben, wir haben Europameistertitel, Weltmeistertitel, Gesamtweltcup-Sieg. Jetzt, nebst Paris, wo wahrscheinlich das Highlight ist, oder? Was ist euch aus diesen 2 Jahren besonders in Erinnerung geblieben? Ist es einer von diesen Erfolgen oder ist es nochmal etwas anderes? Also 2 Sachen. Einerseits, ich glaube, der Erfolg ist nur der Bonus nach oben drauf, aber was wirklich bleibt, ist dass du gemeinsam das Ziel schaffst und das eigentlich mega. Es hat eine harte Zeit gehabt, aber die vergisst du schnell. Und wenn du zurückschaust, hat es mega Spass gemacht und es ist darum ist es einfach gewesen und darum haben die Lockerheit gehabt. Wir haben echt mehr oder weniger eben ein paar Tage sind her gewesen, ein paar Tage, aber wir haben es echt immer genossen und das ist mega cool gewesen, dass mit deiner Leidenschaft kannst du auf höchstem Niveau ausüben und dann hast du noch Chancen zu gewinnen oder eine Medaille holen. Das und nachher, wenn ich Erfolg muss erwähnen, ist sicher Paris ist der grösste Erfolg, den man kann, aber die kühlste Erfolg, den man kann, oder wo ich fast die grösste Glücksgefühl hatte. Paris ist ein riesiges Glücksgefühl, aber mehr fast eine Erleichterung, oder? Auch mit dem Problem und wir sind als Medaillenkandidaten angereist und das hast du auch holen und das hast du wie ein bisschen weit müssen holen. Aber ich weiss, der erste Weltcup, dort haben wir zwar wollen, aber wenn wir dort nicht gewonnen hätten, wäre kein Problem gewesen. Aber das erste Mal wirklich in den Weltcup könntest für mich, du hast vorher schon einen gewonnen oder Medaille geholt, aber für mich ist wirklich das erste Mal, ich weiss noch, bei Tokio ist immer gesagt, ja, ich will unbedingt mal eine Weltcup-Medaille holen in meiner Karriere. Und dann warst du in 2 Runden und zack, bumm, holst du das ich gerade. Hättest du dort aufhören Ja, und den Rücktritt nicht bekannt geben? Nein, das Studium noch nicht fertig. Aber wir hätten dich auch dann genommen. Ja, aber so das, ja, zu einem gewissen Grad unerwartet, dann ist wirklich mehr Glücksgefühl so cool, jetzt habe ich das Boot, das kann klappen. Und es geht noch 2 Jahre, wir haben noch die beste Phase vor uns. Und nachher geht es weiter, 3 Wochen später an der EM. Die Engländer sind dort echt die Besten von unserem Feld. Und wir gewinnen mit einem halben Baugball vorne und stehen wieder zuoberst auf dem Treppel. Und das ist Wahnsinn, dass du das Boot jetzt gefunden hast. Oder darum haben wir noch länger auf der Suche gewesen. aber das riesige Glück, für das ein Boot Auch hast, das ist erledigt greifbar und so. Das ist Bald verheiratet. ja, die 2 Erfolge. Roman, du? Willst du noch einen anderen sehen, oder? Nein, ich glaube, der andere hat das ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Vielleicht, dass er am Weltcup gespürt hat, in Zagreb, ist für mich der EM so ein bisschen gesehen. Der erste Meistertitel sozusagen. Und das war irgendwie speziell gewesen. Ja, wir sind locker auf dem Regattaplatz rumgelaufen, haben ein bisschen gewitzelt und uns nicht zu viel überlegt. Und nachher Bäume abgeschlagen, Krebs gerissen und irgendwie sind wir dort runtergerufen und ins Ziel gekommen. Und das ist einfach lustig. Es ist eine gute Reise gewesen, ja. Es ist so einfach eine geile Fahrt, auf Deutsch gesagt, Entschuldigung fürs Wort. Es ist einfach so eine coole Fahrt dort ab und nachher ein knappes Rennen ins Ziel und irgendwie alles. Nachher noch sind wir ich mag mich erinnern, auf einen Baum geklettert und in den See gekumpelt. Das ist so das Gesamt. Fast ein bisschen etwas Kindliches, ne? Ja. Da bin ich in der Dopingkontrolle gewesen. Aber es ist klar, emotional ist schon am heftigsten Olympia gesehen, weil ja, dort ist sehr viel zusammengekommen, wie wir es vorher gesagt haben. Und, ja. Ja, wir könnten noch ewig so geile Erinnerungen schwelgen vom Rudern. Vielleicht noch, was mich auch wundernimmt, in welcher Form würdet ihr gerne am Rudern erhalten bleiben? Gibt es da schon konkrete Pläne? Ich meine,
Der Roman wird vielleicht mal Chefdirektor, oder? Das witzeln wir schon lange drüber. Ja, jetzt ernsthaft, was könntet ihr euch vorstellen? Ein Comeback vom Rücktritt? Irgendein ist nein. Ja. Der Andrin hat mir letztens etwas Geiles gesagt. Du willst den Rudersport ein bisschen revolutionieren. Ja, also ich glaube, das können wir eingehen. Also, konkret überhaupt noch nicht, aber ich werde mein Leben lang Ruderer sein und mit dem Rudersport verbunden sein und den Sport lieben. Also ich werde immer drin sein, aber konkret Pläne habe ich eigentlich nicht, aber etwas, was mich nervt am Rudersport, was am Anfang von der Podcast schon andeutet, ist eigentlich, wie wenig Höhe stehende Rennen es gibt im Jahr. Also, und das Problem ist, um dort vorne zu sein, musst 50 Jahre musst doch, also das ist, du kannst, wie Balance stimmt nicht ganz. Du musst, um an diesen 4-5 Rennen vorne zu sein, musst 50 Wochen im Jahr abkrampfen und voll trainieren, sonst lange es nie nicht sein. Aber nachher gibt es nur die 4-5 Rennen im Jahr, die cool sind oder die gross sind. Und ich habe das Gefühl, dort wird der Rudersport noch ein mehr vermögen, dass 1, 2, 3, 4, 5, 6 Rennen im Jahr Ein paar neue Formate. Ja. Ja, ich glaube, es gibt genug Ideen. Wir haben das ist ein wichtiges Thema in unserem Podcast. Oder jetzt auch schon länger nicht mehr, aber am Anfang war. Eben, aber ich weiss, du hast sehr viele gute Ideen und ja, bei der einen oder anderen würden wir uns sicher auch beteiligen, wenn wir das Der Traum ist könnten. immer noch eine voll in eine Sprintregatta. Das machen wir. Zumindest irgendwo... Zugersee. Ja, oder irgendwo in Zürich wäre noch besser. In der Hast du mehr Stadt, Leute, ja. die durchlaufen? Du musst den Sport zu den Leuten bringen, du musst nicht erwarten, dass die Leute zum Sport kommen. Das stimmt, ja. 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 Ja, bei dir, Roman, eben, du hast im Moment ein bisschen weniger Zeit zum Trainieren. Du bist am Arbeiten auf dem Bauernhof den ganzen Tag, am Krüppeln. Ist eigentlich auch Sport? Ja, gewissermaßen. Und gleich vermisst du es manchmal, hast du mir gesagt. Ja, ich habe momentan nicht so viel Zeit zum Trainieren. Ich würde gerne ein bisschen mehr machen. Klar nicht so viel vorher, aber ich würde schon gerne ein bisschen mehr machen. Das kommt momentan ein bisschen zu kurz. Weil ich halt auch noch viele Sachen habe rund ums Arbeiten. Aber langfristig will ich unbedingt im Ruder etwas zurückgeben, in welcher Form auch immer. Ich kann mir ganz viele Sachen vorstellen. Aber mir ist wichtig, dass ich etwas zurückgeben kann, sei es im Club, sei es im Verband. Oder wenn ein Event am Rotsee ist. Weil das Ruder hat mir so viel gebracht, es hat mich so fest geprägt, das war meine beste Lebensschule, die ich mir wünschen konnte. Und darum will ich das möglichst vielen jungen Ruderer und Ruderinnen auch ermöglichen können. Oder zumindest einen Beitrag dazu leisten, weil das sollen möglichst viele Leute können erleben. Es ist einfach cool gewesen, ja. Was hast denn du das Gefühl, wo liegt die Zukunft vom Rudersport? Auf dem Wasser. Ja, du kannst einem Leben Ja, aber rudern. du tust eine riesige Tür weiss, auf mit einer ich riesigen weiss. Diskussion. Und ich Aber weiss nicht, Einfach ein konkretes Beispiel, wo du... Ich meine, der Andrin hat seine Idee, das weiss ich. Ich sehr viel teile ich mit ihm eigentlich dort. Also ich glaube auch, wir brauchen wirklich mehr... wir brauchen mehr hochstehende Wettkämpfe. Und die Wettkämpfe müssen von allen besucht werden und die müssen besucht werden, damit man nachher im Sommer an der WM oder an den Olympischen Spielen kann teilnehmen kann. Ja. Und nicht einfach, es kann nicht sein, dass wir 3 Weltcup haben und im ersten Weltcup kommen einfach 3/4 der Nationen nicht. Das ist einfach mega schade, dann machen wir unseren Sport selber kaputt. Oder? Und ich glaube, ich weiss auch nicht, das ist sicher der internationale Ruderverband, aber nachher auch die verschiedenen Verbände, wie arbeiten die zusammen, wie kann man Sponsoren akquirieren, wie kann man... Ja, man muss es mehr vermarkten, besser verkaufen und dann schlussendlich müssen dann am Schluss auch die Athleten bereit sein, da ein bisschen weit den Zirkus mitzumachen. Mhm. Der Sport soll immer im Vordergrund stehen, das ist definitiv so, aber wenn wir breiter abgestützt in der Bevölkerung, wie es der andere gesagt hat, müssen wir den Sport zum Volk bringen. Und das kommt nicht von allein. Ja. Das sind doch schöne Worte für eure Abschlussworte, die ihr gerne noch dürft, jetzt gerade beantworten. Aber ich habe noch eine Frage vorher. Ah, du hast noch etwas? Ich habe noch eine letzte Frage. Eben, jetzt treten wir zurück. Jetzt fängt ein neuer Lebensabschnitt an. Wenn die Leute irgendwann mal an Athlet Andrin Gulich oder an Athlet Roman Rösli zurückdenken, was ist das, was ihr hofft, dass die Menschen in Erinnerung behalten? Ich weiss, es ist eine pathetische Frage, aber Das brauchen wir jetzt. Das gibt einen guten Abschluss.
Ein lustiger Sieg, der Spass gehabt am Rudern und der Wiener erfolgreich war. Das denke ich, werden viele Leute dir denken. Das hast du erreicht. Ich glaube, bei mir einer, der immer mit Feuer und Flamme dabei war und was immer geschätzt hat, dass er hat im schönsten Büro der Welt arbeiten für uns auf dem See, umrandet von Bergen und das zusammen mit immer mega coolen Teamkollegen. Das ist so ein bisschen das, was ich mega geschätzt habe und ich hoffe, dass ich das auch ein bisschen überbringen kann, den Leuten, die mich begleitet haben. Wow. Wunderschöne Worte zum Abschluss. Sehr gut. Du hast von diesen Leuten geredet, es gibt Unterstützer auf diesem Weg. Ich überlasse euch jetzt noch schnell, wenn wir gerne Danke sagen. Ich weiss, ihr habt viele Sponsoren, die wahrscheinlich nicht auflisten können. Ich gebe euch jetzt aber gleich noch schnell die Möglichkeit, um euch noch Leute Danke zu sagen und nachher würden wir zum Ende kommen von diesem Podcast. Ja, es gibt tausende Leute. Ich habe Namen will ich nicht nennen, sonst habe ich nur Gefahr, dass ich einen nicht erwähne, der auch wichtig war, aber sicher die Familie, alle Trainer, die mich unterstützt haben, das Wichtigste, alle Athleten, die mit meinem Team zusammen waren, die den Sport lustig gemacht haben, spassig gemacht haben und mir geholfen haben, zu dem Ruderer zu werden, wo ich heute bin. Danke allen. Das war jetzt sehr politisch gemacht gewesen, aber ich finde es schön. Ja, also es sind effektiv unzählige Leute, die einem unterstützt haben, weil der Weg war sehr lang gewesen. Und die Liste ist wirklich sehr, sehr lang. Wenn ich wirklich spezifisch Danke sage, ist Alina. Sie hat mich jetzt sehr lange supportet, sie hat mich sehr lange ausgehalten, auf sehr viel verzichtet und das ist überhaupt nicht selbstverständlich und sie war immer für mich da gewesen, in guten, schlechten Zeiten. Sie hat wirklich sehr viel auch Verständnis aufgebracht und darum gilt ihr sicher ein riesiges Dankeschön, dass sie immer noch an meiner Seite ist und ja, wie gesagt, mich immer supportet hat. Nachher logisch der Familie, sie hat mich gerade in den jungen Jahren sehr viel unterstützt und das ist auch sehr wichtig gewesen. Auch dort ein grosses Dankeschön. Nachher allen Trainern, ich habe sie schon erwähnt, sehr, nicht nur im Ruder, auch neben dem Ruder im Leben sehr prägend gewesen. Und schlussendlich natürlich auch alle Leute, die uns unterstützt haben, sei es in finanzieller oder anderer Form mit allen Sponsoren und Hauptsponsoren. Hauptsponsor Convicta, den können wir sicher nennen, schon lange dabei. Und nachher hat es auch ganz viele Leute, die einem sonst so als Mensch begleitet haben und auch denen ein grosses Dankeschön. Und vielleicht noch, das muss man auch sagen, im Verband und im Club ein grosses Dankeschön und in allen Leuten, allen Teamkollegen und Kolleginnen. Also das Team, das immer um einen herum war, das hat den Weg schlussendlich so einzigartig gemacht und mit diesen Leuten hat man die Momente sozusagen gelebt, darum andere, du hast auch wirklich dazu gehört und ich bin... Das merke ich jetzt auch, dass das Team sehr wichtig war. Ja, ich bin sehr dankbar, dass es so coole Leute wie dich zum Beispiel, dass das Team aus diesen Leuten bestanden hat und das werden wir, bis wir sterben, werden wir von dem erzählen und das ist das, was wir im Herzen mitnehmen und schlussendlich den Weg also so zuckersüß gemacht haben. Boys, danke euch für das exklusive Interview. Danke euch für die Karriere. Ihr seid wohl oder übel auch immer ein grosser Teil von diesem Vollinen-Podcast. Die Ära geht jetzt auch zu Ende. Und um das zu feiern, haben wir noch ein kleines Geschenk für euch. Ihr bekommt jetzt offiziell überreicht. Danke vielmals. Der neue Merch. Völlig überrascht, was ist denn das? Ein T-Shirt. Off-White, das mal. Wir haben ja zwar schon eins von Soll ich letztes das Jahr, über aber meine Hühner anlegen? das darfst du gerne machen. Support your local egg dealer. Ich sage es nochmal, dass es draus ist. Support the local egg dealer and voll rein, würde ich sagen. Yes. Ja. Nein, Jungs, wirklich von Herzen danke, dass ihr euch Zeit genommen habt für das exklusive Interview. Wir schätzen das natürlich sehr und wir wissen ja, man sieht sich auch neben dem Podcast sicher. Definitiv. Danke schön, ja. Ja, du musst dein T-Shirt noch gut. Es sieht ein bisschen...
Es ist noch ein bisschen schrumm. Ja, aber... Nein, jetzt ist es besser. Jetzt ist Du besser. musst noch ein paar Eier selber essen. Auf jeden Fall, liebe Leute, wenn ihr noch dabei seid, ich hoffe, ihr habt es so genossen wie ich, mit mit 3 richtig guten Freunden zusammen zu zocken. Ich vergesse alles schon, dass der Typ neben mir eigentlich auch nicht nur Businesspartner ist, sondern ein Kollege, ein Freund, guter Freund. Also umgekehrt eigentlich ist es aber ja. Danke, sind ihr dabei gewesen. Es hat mega Spass gemacht. Vergesst den Podcast nicht zu abonnieren. Das könnt ihr auf Apple Podcast und auf Spotify. 5-Sterne-Bewertung. Yes, let's go. Und wir versuchen jede Woche das Beste aus der Welt vom Sport und natürlich die besten Gäste bei uns mitzubringen. Genau, und wenn ihr mehr über das erfahren wollt, folgt uns doch auch noch gerade auf Instagram. Da findet ihr uns auf Vollinen_Podcast. Jungs, wo findet man euch für die Postkarriere? Ich behalte meine Webseite vorerst und die ein bisschen anpassen und nachher gibt es vielleicht eine neue oder ich tue die abändern. Auch Webseite und Instagram, andere in Gulle, findet man schon. Findet man schon, Wikipedia. Ja, und wenn ihr dabei seid, dann teilt doch die Folge mit euren Liebsten, wenn es euch gefallen hat. Und in dem Sinne, bleibt gesund, macht viel Sport und bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss zusammen. Ciao. Voll rein. Jetzt traust du dich.